Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Ich gucke mal eben. Ich weiß gar nicht, welcher Spieltag es ist, Alter. 10., 11., 11. oder 12. oder 13. 13. Spieltag. Zum Glück haben wir das Spiel gewonnen irgendwie. Eieiei, es wäre ja wieder was geworden. Ja, keine Ahnung. Arbeitssieg, keine Frage. Ja, seltene Mannschaft gesehen, die so destruktiv Fußball spielt. Also überlege ich gerade, wer es letztes Jahr war. Wir haben letztes Jahr, war das auch Bielefeld? Ich weiß gar nicht, da war das auch schon so ein Elend. Ja, keine Ahnung. Klar, Bielefeld hat nicht die Qualität, um zu sagen, wir fahren nach München und spielen, keine Ahnung, wie Freiburg oder sonst wer irgendwie wenigstens ein bisschen was nach vorne. Dann hätten sie wahrscheinlich 3-4 gekriegt. Aber wir waren fokussiert heute, wir hatten Bock, das hat man gesehen. Ja, ist halt dann einfach die Bielefelder Qualität, sich mit 10 Mann hinten reinzustellen. Und wir haben uns ja auch sehr schwer getan, muss man ja auch sagen. Wir haben die ersten 20, 25 Minuten wieder 0 über die Außen gespielt. Habe ich wieder absolut nicht verstanden, weil die Mitte einfach die kompletten 90 Minuten dicht war. Da war nicht einmal irgendwie eine Lücke. Ja gut, das Tor fiel dann im Endeffekt auch durch die Mitte. Aber da war es dann halt so, dass Bielefeld auch mal ein bisschen aufgerückt war. Aber wenn die hinten drin stehen mit 10 Mann, macht es keinen Sinn, da durch die Mitte da versuchen rumzufingern. Also dann spiel den Ball über Außen und gut ist. Haben wir dann auch öfters getan, gerade über Coman. Aber ja, da kam nicht eine passende Flanke rein. Also, so gar keine. Ja, also Levi hat nicht eine Chance, wollte eben kommen. War immer ein Bielefelder dazwischen. Da muss man auch mal sagen, ja, da muss man einfach ein bisschen mehr erwarten können von einem Spieler wie Coman, ja. Klar, hat ein ganz gutes Spiel gemacht, hat sich Mühe gegeben, aber gefühlt 10 Flanken geschlagen, wo nicht eine überhaupt mal zum Mitspieler kam. Also das darf man dann auch schon mal kritisieren, denke ich. Auf der anderen Seite von Fonsi kamen erst gar keine Flanken. Ja, ich glaube, ein- oder zweimal hat er sich noch durchgesetzt. Aber wirklich Flanke oder sowas mal auf den Levi, gar nicht. Und ja, dieses Durchgedribbel, dann versuchen, sorry, an die Grundlinie zu kommen und dann den Ball noch irgendwie reinzuschubsen, da hat man gesehen, da war einfach viel zu viel Verkehr. Ja. Da waren gefühlt dann 20 Spieler im 5-Meter-Raum, das ja, war komplett sinnbefreit. Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht. Ja, klar, war dann am Ende, wenn man 1:0 gewinnt, ein bisschen glücklich, aber natürlich hoch verdient und ja, Gnabry sein Ding hätte natürlich noch reingehen können. Ansonsten hatten wir auch 1, 2 wirklich gute Chancen. Einmal Müller, wo er über den Ball tritt. Einmal Sané, wo er volles Risiko das Ding mit Vollspann nimmt. Den hätte er einfach mit der Seite irgendwo in eine Ecke vom Tor schieben können. Und davon hatten wir noch 2, 3 Szenen. Das muss man auch ganz klar sagen, ja. Aber ansonsten haben uns teilweise halt so die richtig klaren Dinger gefehlt durch das Gespiele, durch die Mitte einfach. Und einfach dadurch, ja, dass wir Bielefeld auch nicht wirklich rausgelockt haben. Ja, die standen halt einfach kompakt da hinten drinne und ich meine, wir sehen es gleich in der Statistik, ich sehe sie gerade schon, ich kann auch schon mal rüberschalten. Wir haben 73,6% Ballbesitz. Ja. Also das sagt schon alles aus eigentlich. Bielefeld hat 26,4, Abseitsstellung 3-3, Foul 7-13, Zweikämpfe haben wir 56% gewonnen. Habe ich gerade gesagt, man hat gemerkt, dass die Mannschaft wollte. Ja. Schüsse aufs Tor 0-0. Aber wow, geil. Wir haben keinen Schuss aufs Tor, haben aber ein Tor erzielt. Schüsse insgesamt 22,8. Ich kann ja nochmal aktualisieren hier. Na gut, zeigt uns nicht wirklich an, Schüsse aufs Tor. Ecken 13,4, angekommene Pässe 613 zu 167. Also ich glaube, das ist der wenigste Wert, den ich gesehen habe. Passt doch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Einfach komplett destruktiv. Bielefeld stand nur hinten drinne, hat dann lange Bälle gespielt. Wir haben ja nicht einmal mal einen Spielaufbau gemacht über 3, 4, 5 Stationen. Haben die gar nicht erst versucht.
gar kein Interesse dran gehabt. 22:5 Flanken ist das, was ich sage. So ab der 30. Minute haben wir dann vermehrt über Außen gespielt, über die rechte Seite und versucht zu flanken. Ja, wo nicht wirklich viel bei rumkam. Müller hat auch 2, 3 Flanken geschlagen, die auch einfach grottig waren. Also, keine Ahnung. Vielleicht sollte man mal Flankentraining anordnen. Spielervergleich. Schüsse insgesamt. Davis 2,2, Müller 2. Torschussvorlagen ist wie immer Buggy, Müller 1. Gewonnene Zweikämpfe Hernandez, Davis, Pavard. Da muss ich ganz klar mal dem Lothar widersprechen. Der Lothar hat in der 70. Minute oder was, wo das war, wo Hernandez gelb gesehen hatte, gesagt, der Hernandez wird ein richtig schlechtes Spiel spielen. Wer der schlechteste Mann auf dem Platz, habe ich komplett nicht so gesehen. Er hat eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt. Ja, zweite Halbzeit hat er 1, 2 Laufduelle verloren, weil er einfach ein bisschen langsamer war, vielleicht nicht ganz so fresh. Nichtsdestotrotz hat er für mich ein solides Spiel gemacht. Ballkontakte, Pavard 126, Upa 119, Tolisso 115 und gefault worden. Schenken wir uns. Ja, wie ich schon sagte, ich denke Arbeitssieg. Munter putzen, Pflichtaufgabe erfüllt. Jetzt das Spiel in Dortmund. Das wäre eine ganz andere Kiste. Dortmund kann nicht so destruktiv Fußball spielen oder so defensiv Fußball spielen. Also ich rechne mit mindestens 4 Toren. Jetzt nicht 4 Tore von uns, sondern 4 Tore im Spiel. Also mein Tipp ist 2-2, 2-3, 2-4. Oder, ja, gut, dass wir verlieren, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber kommt drauf an, was noch so passiert. Wa? Was noch so quarantänemäßig passiert. Und wer sich vielleicht noch verletzt oder sowas. Ich meine, Kimmich ist sowieso raus. Auf das Thema, wo wir gar nicht weiter eingehen, habe ich im anderen Video genug zu gesagt. Ja, ich würde sagen, ich hau noch schnell ein paar Noten auf den Markt, die aber eigentlich heute in meinen Augen ja, relativ 3-lastig ist. Da hat sich keiner richtig groß hervorgetan, da war keiner richtig schlecht, wobei man vieles nicht bewerten kann. Also Neuer, was wolltest du beim Neuer groß bewerten, hat einfach nichts zu tun gehabt. Die 2, 3 Sachen, die hat er gut gemacht, also von daher eine 3. Fonsi dasselbe. Fonsi hat sehr stark angefangen, erste 30 Minuten, danach hat man ihn immer weniger gesehen. Lag natürlich auch daran, dass wir immer mehr über rechts gespielt haben. Würde ich auch eine 3 geben. Auch Hernandez sehe ich eine 3. Hat für mich eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit ist noch ein bisschen abgefallen. Ja, das stimmt schon. Aber für mich immer noch eine 3. Upa. Ja, Upa würde ich eine gute 3 geben. War für mich ein bisschen besser. Sich keine Schwächen heute erlaubt. Kein Zweikampf, kein falsches Stellungsspiel. War für mich souverän, aber fairerweise gut. Er war der Einzige, der gegen Klose gespielt hat. Der war immer mit Upa. Der ging halt nie auf den Hernandez. Von daher stand der Upa halt ein bisschen mehr im Fokus. Er hat es gut gemacht. Pavard sehe ich auch eine 3. War defensiv gar nicht gefordert. Wirklich gar nicht. Deswegen kann man ihn auch nicht wirklich bewerten. Offensiv war es so, naja. Hat ganz gut harmoniert mit dem Coman, sagen wir es mal so. Sonst eine Offensivaktion hat er nicht wirklich gehabt. Thomas Müller, viel Schatten und 2-mal Licht, so will ich es beschreiben. Würde ihm auch eine 3 geben, ist wieder viel gelaufen und so weiter. Aber so richtig fresh, richtig gut in Form ist der Müller aktuell auch nicht. Außer Nähe hat sich schwer getan, denke ich. War für mich aber der auffälligste vorne. War mal auf der 10, war mal halb links, war dann mal ganz links, hat viel versucht, hat dann auch zu Recht das Tor erzielt, hat vorher schon viel versucht gehabt. Hab dann die Auswechslung auch nicht wirklich verstanden, war für mich der Aktivposten da vorne. Weiß nicht, warum man dann den Gnabry bringen muss, aber hätte ich mir eher für Coman gewünscht oder für Müller. Weiß nicht, warum der Müller durchgespielt hat, wenn ich ehrlich bin, war für mich der Schwächste da vorne in der Offensivreihe. Aber gut, das hat ja am Ende des Tages gereicht. Sané würde ich auch eine 3 geben, eine gute 3, ja. Wie gesagt, hat sich aber auch schwer getan. Aber war so der bisschen der Lichtblick da vorne. Leon Goretzka, wieder schwierig heute. Wieder schwierig. Erstmal, es ist besser, wenn er auf der 8 spielt, wie auf der 6. Da kann er nicht so viel kaputt machen. Die 6 ist, glaube ich, auch nicht wirklich seine Rolle. So den defensiven Part. War wieder ziemlich blass heute. Hat 2, 3 okay Szenen gehabt, aber auch wieder viel durchwachsen irgendwie. Weiß auch nicht.
Wie gesagt, zum Glück waren wir heute defensiv nicht gefordert. Ja, ich würde sagen, wir bleiben beim Leon auch bei einer 3, vielleicht eine schlechte 3. Coman würde ich auch eine 3 geben, muss aber definitiv mehr machen aus seinen Dingern. Er hat gefühlt 15 Flanken geschlagen, da muss er mehr draus machen. Punkt. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Wobei man natürlich sagen muss, wie ich schon sagte vorhin, Bielefeld. Viele, viele Beine im 16er oder im 5-Meter-Raum. Tolisso hat mich heute positiv überrascht. Hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Ja, hat wieder zweimal so komische Pässe drin gehabt, wo ich einen Goretzka anspiele, der von 4 Mann umgeben ist. Dass der Ball weg ist, hat man schon gesehen, wo er den abgespielt hat. Ja? Diese Schwachsinnsanspiele muss er sich noch schenken. Gerade in der Mitte. Zum Glück ist da heute nichts passiert, sind heute nicht teuer geworden. Davon hat er 2 Stück im Spiel gehabt. Und einmal hat er wieder zurückgezogen im Zweikampf. Ja, da ist er... Ich weiß nicht, wann es war, um die 60. rum, irgendwo Mittelkreis. Ja. Keine Ahnung, finde ich schwierig für einen defensiven Mittelfeldspieler. Man sollte da schon in den Zweikampf gehen und dann auch robust bleiben. Da tut man sich eher weniger was, als wie wenn man da halbherzig reingeht und dann irgendwie zurückzieht. Fand ich sehr schwierig. Aber ansonsten, abgesehen von den 3 Szenen, hat er für mich ein gutes Spiel gemacht. Defensiv, ja, wie gesagt, defensiv waren wir heute nicht gefordert. Von daher schwer zu beurteilen. Hat vielleicht ein bisschen gepasst für ihn. Ansonsten hat er die Bälle gut verteilt, hat gute Diagonalbälle immer wieder gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch mal einen Ball in die Tiefe hat er gut gespielt. War immer anspielbar, hat sich viel bewegt. Also das war auch steigende Tendenz, wenn er da diese komischen Pässe da noch abstellt und dieses mal wieder sein normales Selbstvertrauen in seinen Körper hat. Ja, dann ist er ein starker Spieler. Ne? Aber leider war er zu viel verletzt. Levi sehe ich auch eine 3. Also Tolisso eine gute 3. Levi will ich auch eine 3 geben. Levi war heute einfach abgemeldet, muss man mal ganz klar so sagen. Nichtsdestotrotz hat er sich zwischenzeitlich immer mal wieder fallen lassen, hat viel versucht. Hat die eine gute Kopfballchance gehabt nach einer Ecke, den kann man natürlich auch mal reinmachen, wenn er ein bisschen besser drankommt. Ja, ich denke, da ist alles gesagt. Süle Fernandes in der 90. habe ich nicht wirklich verstanden, den Wechsel. Gerade dann gab es nochmal eine Ecke, da hat man schon gedacht, wenn du da halt nicht sofort da bist oder so, ja, dann wechselst du das Unheil ein. Wie gesagt, den Wechsel habe ich nicht verstanden. Musiala für Goretzka, ja. Wie gesagt, Leon war nicht sein Tag heute. Gnabry für Sané habe ich auch nicht verstanden. Wie gesagt, die hätten Müller rausgenommen oder Coman, aber Coman war noch auffälliger. Jetzt auch den Sané oder den Musiala auf die 10 stellen können. Also, habe ich nicht wirklich verstanden, aber gut. Ja, sei es drum. Gut, so viel mal zum Spiel. Ansonsten möchte ich noch mal ganz kurz auf das Katar-Thema, beziehungsweise auf Qatar Airways oder was weiß ich, wie das heißt, da eingehen. Von wegen Jahreshauptversammlung und so weiter. Ja, Katar ist ja schon immer ein Thema bei uns. Und mit den Wintertrainingslagern da hinzufahren, das war ja auch auf ich weiß gar nicht, ob es zu dem Vertrag dazu gehört, bin ich ganz klar auch dagegen. Ja, auch wenn die Trainingsbedingungen da super sind, aber in so ein Land zu fahren, ja, muss man nicht. Ja, muss man nicht. Kann man darauf verzichten, ganz klar. Zu dem Sponsoring auf dem Ärmel Qatar Airways, ja, mal ganz ehrlich, da finde ich es ein bisschen heuchlerisch, sich daran hochzuziehen, sage ich euch ganz ehrlich. Man muss nicht das Land sehen, man muss die Firma sehen, ja. Das sei mal ganz klar dahingestellt. Es gibt genug andere Länder, wo irgendwelche Firmen sind, wo die Länder keine Menschenrechte, keine Frauen achten, sonst irgendwas. Da interessiert das auch keine Sau, wenn da für irgendeine Firma geworben wird. Mit Nestle und so weiter brauche ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen, was da an Werbung ist. Generell Werbung für irgendwelche Firmen. Ich denke, das ist ein bisschen heuchlerisch, das da auf Qatar Airways abzuwälzen. Dass man gegen das Land ist, von wegen Menschenrechte und sowas, alles gut und schön.
Ja, dass es ein staatliches Unternehmen ist, ja, natürlich, verstehe ich auch. Ähm, ja, aber da muss man nicht so heuchlerisch sein. Da muss man auch gegen 20 weitere Firmen, ähm, die im Fußball Werbung machen. Ich möchte erst gar nicht vom Glücksspiel anfangen. Sollte man sich vielleicht mal dagegen auflehnen. Weil durch Glücksspiel, Sportwetten, ja, denke ich, wird schon das ein oder andere Leben zerstört worden sein auch. Und das nicht nur in Katar, sondern auch in unserer westlichen Welt. Von daher finde ich das ein bisschen heuchlerisch. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, haben wir es nötig? Ich denke, nein. Ja, gut, die Zahlen, was weiß ich, 20 Millionen oder was, oder 10 Millionen, was weiß ich, pro Jahr. Ich glaube, 20 waren es. Ja, dann nehmen halt irgendeinen Sponsor, der dir 8 zahlt, scheiß auf die 12 Millionen, mal ganz ehrlich. Ja, klar, jetzt während Corona ist da schon jede Million wichtig, aber ohne Corona, wow, ob wir jetzt im Sponsoring 10 Millionen mehr verdienen oder nicht, kann man sich dann auch knicken. Und da finde ich es auch ein bisschen heuchlerisch von Vereinsseite zu sagen, ja, nee, wir fahren da ja jedes Jahr hin, weil man ist ja dann im Dialog mit den Menschen vor Ort und kann da mehr bewirken. Ja, das ist natürlich auch dumpfig, Leute. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist dumpfig. Das ist dummes Gelaber. Da hätte ich mir einfach mal gewünscht, von Vereinsseite, dass man dann da auch die Eier hat und zu sagen, jo, wir kriegen hier 20 Millionen, sonst würden wir nur 8 Millionen kriegen. Punkt. Und aktuell ist Corona, wir brauchen das Geld. Punkt. Ja, fertig aus. Das wäre mal ein ordentliches Statement gewesen. Und dann hätte man im Anschluss dann natürlich, es ging ja darum, ob der Vertrag verlängert wird, läuft nächstes Jahr oder übernächstes Jahr aus. Ja, und wie gesagt, haben wir es nötig? Ich denke nicht. Dann sagt man halt, ja, wir lassen den Vertrag auslaufen. Es war nicht die glücklichste Entscheidung, das zu machen. Und man bemüht sich nach was anderem. Ja. Aber ich sagte auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, da gibt es auch genug andere Firmen, wo Scheiße passiert. Wie gesagt, von Sportwettenanbieter, wo wir natürlich auch Werbung machen bei Tipico, aber wo auch genug andere Vereine Werbung machen. Ja, denke ich, brauchen wir erst gar nicht anfangen. Gehört für mich einfach genauso abgeschafft wie Werbung für Zigaretten oder Alkohol. Alkoholwerbung ist auch noch immer beim Fußball, ja. Ist auch so ein Ding, weiß ich nicht. Ist auch schwierig, von daher, ja, ich verstehe da schon beide Seiten, ja. Ich habe da aber auch jetzt nicht irgendwie so die straighte Meinung zu sagen, ja, nee, da muss auf die Barrikaden gehen. Wie gesagt, da gibt es genug andere Firmen, wo du auch auf die Barrikaden gehen müsstest. Fußball ist, ja, es ist traurig, aber wahr, habe ich schon öfters gesagt, ist halt einfach Kommerz. Ja? Es ist nicht mehr das, was es mal war. Es geht ums Geld, keine Frage, aber ich denke, gerade wir jetzt FC Bayern haben es auch nicht nötig, da auf jede Million zu gucken. Von daher könnte man sagen, man sucht sich da was anderes für, ja, den Vereinsfrieden einfach. Ich meine, wir reden immer noch über einen Verein, auch wenn die Fußballabteilung ausgegliedert ist, beziehungsweise in der AG ist. Und ganz ehrlich, ich würde einfach mal, wir haben fast 300.000 Mitglieder. Ja, mach doch einfach mal eine Umfrage unter Mitgliedern. Lass die doch mal abstimmen, ob wir den Sponsor möchten oder nicht. So, Jahreshauptversammlung sind 700 Gäste. Ein Typ, der dafür geredet hat. Finde ich es auch schwierig zu sagen, man repräsentiert da die Mitglieder. Also von daher, ich würde sowas mal einfach abstimmen lassen, dann sieht man das. Und ja, keine Ahnung, wenn da 50 bis 60% dagegen sind, dann muss man als Verein halt einfach auch mal sagen, jo, mein Gott, dann scheißen wir mal auf 2, 3 Millionen, die wir wahrscheinlich durch Fanartikel wieder reinholen. Und suchen uns einen anderen Sponsor. Ja, fertig aus. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, da jedes Jahr hin ins Trainingslager fahren, halte ich auch nicht für gut. Da bin ich ganz dabei. Aber ich sehe das immer noch ein bisschen unterschiedlich, ob man für ein Land wirbt oder für eine Firma wirbt, auch wenn das Unternehmen verstaatlicht ist. Ja? Wir reden da über eine Fluggesellschaft und nicht über eine Person oder was weiß ich was. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Ja. Wie gesagt, für mich gibt es da nicht diese eine straighte Meinung. Man kann beide Seiten verstehen irgendwo, aber man kann natürlich auch sagen,
erstmal von Fanseite, ja, dann musst du auch auf genug anderen Firmen rumhacken. Ja, von Vereinsseite halt, wie ich es gerade schon sagte. Kann man da ein bisschen straighter agieren und mal sagen, was Sache das ist und sich nicht dahinstellen und sagen, ja, aber wir versuchen ja mit unseren Reisen in das Land die Kommunikation aufzunehmen und was an den Menschenrechten zu ändern. Wer soll das glauben, Leute? Macht euch nicht lächerlich. Ja. Aber gut, ich meine, jetzt ist eh Olli am Ruder und nicht mehr Uli. Ja, von daher warten wir doch erstmal ab, ob der Vertrag verlängert wird. Und ich habe vorhin auch gehört, dass es jetzt wohl auch ein Gespräch zwischen unserem Präsidenten Heiner geben soll und diesem Mai-Typen da, der den Antrag gestellt hat, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und ja, gucken wir doch einfach mal, was dabei rumkommt. Gut, sonstiges Thema. Ich glaube, das war's, ne? Thema Kimmich und so weiter, Impfen, Gedöns, denke ich mal, haben wir abgehandelt im anderen Video. Von daher können wir noch einen Ausblick halten. Aber ich glaube, wir haben ja, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wir haben jetzt eine Woche frei. Wow, eine ganze Woche Zeit. Von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge, was das Spiel gegen Dortmund angeht. Und vor allen Dingen auch, weil Tolisso eine ganz gute Form gezeigt hat. Wie gesagt, er muss noch ein bisschen was abstellen. Aber Fakt ist, Kimmich wird nicht da sein. Sabitzer wird nicht da sein, ist verletzt. Rocker war ganz schwach, wo eingewechselt wurde in Kiew, hat 0 Spielpraxis. Also kann es nur auf Tolisso hinauslaufen oder auf Goretzka auf der 6 und Musala auf der 8 oder sowas. Oder Müller auf der 8 hat er auch schon gespielt. Ja, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass der Tolisso für mich der bessere Sechser war wie Goretzka im letzten Spiel. Also, weiß ich nicht, schwierig. Ansonsten könnte man noch über Nianzou nachdenken, aber der ist auch verletzt. Ja, und dann sieht man schon, es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes. Oder man müsste einen aus der zweiten Mannschaft nehmen. Deswegen sage ich ja, noch ein Ausfall, dann wird es schwierig. Aber warten wir mal ab, gucken wir mal. Und schauen wir mal, was die Woche so bringt. Und ich freue mich aufs Spiel. Denke, wird eine knappe Kiste. Ja. Dortmund ist auch so Larifari, mal jetzt Champions League ausgeschieden da gegen Lissabon, was auch ein Unding eigentlich ist. Dann jetzt in Wolfsburg gewonnen, ja. Wird man sehen. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden. Ob gut oder schlecht, also ich rechne mit vielen Toren auf beiden Seiten. Es könnte ein unterhaltsames Spiel werden und ja, ist doch auch schön, oder? Freuen wir uns doch. Und dann gucken wir mal, wer das glückliche Ende hat. Wir können das Ganze ja mit einem Blick auf die Tabelle abschließen. Ja, ich denke, die Geschichte ist klar. Ja, es wird zwischen Bayern und Dortmund entschieden. Alles andere ist raus. Freiburg hat lange noch mitgehalten. Muss man mal abwarten, was Leverkusen oder Union machen. Aber hier seht ihr da. Platz 3 und 4. Ja, wenn dieser runterskreuz, selbst Gladbach hat noch Chancen, Alter. Selbst Gladbach hat noch 4 Punkte bis Platz 3. Also, ja. Aber langweilig ist es auf keinen Fall. Ja. Gut, wenn wir irgendwie gewinnen sollten, sind es wieder 4 Punkte. Ja, wir haben schon 2 Niederlagen. Ist ja nicht so die Regel, dass wir 3, 4, 5 in der Saison haben. Aber wird man sehen, wenn Dortmund gewinnt, ja, dann wird es spannend. Ne? Oder unentschieden wird, bleibt es auch spannend mit 1 Punkt. Also alles drin. Ja, und unten bleibt es auch spannend. Ne? Gut führt. Ja. Ich weiß gar nicht, gegen wen die den Punkt geholt haben. Keine Ahnung. Naja, gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, das Wichtigste. Und wir haben eine ruhige Woche vor uns. Es sei denn, ich habe noch irgendein Thema zum FC Bayern. Dann werde ich nochmal ein Video rausschrauben. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, wann spielen wir? Topspiel oder was? 18:30 Samstag, Topspiel, ja. Dann hören wir uns Samstagabend wieder. Wa? Haut rein, bis dann. Tschüssi.